Immer noch hier im Bifrost ist in der 4. Etage unterwegs. Gehen die Kämpfe weiter, Freunde. Tja, wenn es nur so einfach wäre, aber leider Gottes geht er mitunter trotz allem ein bisschen stark. Was? Blister Maschinisten? Der kämpft auch, hallo? Ja, okay, wir sind war Duellmeister. Ja, bin ich natürlich. Was auch sonst. War Duellmeister. Naja, Duellmeister vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kenne mich ein bisschen damit aus. Schwierig Papier, sehr schön. Aber irgendwas ist ein bisschen crazy, Freunde. Aber in letzter Zeit habe ich immer wieder Obelisk gespielt und wir hatten auch schon wieder einen majestätischen Drachen auf der Hand, den wir zwar nie spielen konnten. Ein Monster, das ich irgendwie vermisse, ist der Cyberdrache. Wo zum Henker ist denn der überhaupt? Ist immer der ganz zu uns, oder wie? Wie mich überhaupt mein Blatt, mal ganz ehrlich, ist ja schon little crazy und so. Aber egal. So, aktuell erstmal gut und Sarkophag. Tja. Die gute Frau, was spiele ich nachher? Ja, ne, jetzt im Verlauf des Duells ist eher ein bisschen doof. Freund Revolta kann man immer gut gebrauchen. Genau. So, na bewährt. Erstmal Monster verdeckt und eine Karte verdeckt gesetzt. Ein Zug, Blister. Ich finde es so schade, dass ich in gemeinsam sind wir stark nicht mit Obelisk verbinden kann. Das wäre so der Hammer, ey. Oh, ist klar, die Verwundenheit. Alter. Ein Grundtyp. Die kann ich gar nicht spielen, ey. Die wäre viel zu krass für mein Deck. Zack. Ja, sehr schön. Nur noch für Breaker, dem Ankenkrieger im Angriffsmodus. Und er kriegt ein kleines Power-Up in Form von 300 Punkten. Nun der Breaker. Greif ihn direkt an. Attacke mit magischem Schwerthieb. Das tut doch weh, oh Blister, Mann. Was treibst du denn bloß? La 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 la. Oh. Was? Nein! Was soll denn das? Wieso spielst du vor allem erst jetzt? Hä? Er hätte doch vorher schon spielen müssen. Was ist das für ein Volldepp? Maschinenwesen Friedensstifter? Ja. Gemeinsam lässt grüßen. Du bist voll der Honk, Mann, die kann er dich auch. Ach, was soll's, kommen halt nochmal 2 Stück aufs Feld. So, sind wir Riesenbazillen, sehr schön. Das ist doch schön, Bliss, nicht wahr? Das gefällt dir doch auch, genau. Ja, dann wollen wir langsam mal. Breaker, dein großer Auftritt folgt sogleich. Erstmal ganz kurz gucken. Kraft der Magie wäre auch mal was. Aber egal, erstmal die Freunde Revolta. Genau, aktiviert euch gleich mal. Denn dich kann man gut gebrauchen. Ach, das ist natürlich die Frage. Macht Rose viel stärker, oder ruft zuerst Breaker nochmal, aber spezial für mich normal beschwören, so geht das ja nicht. Eine Frage nach der anderen. Na egal. Oh, kann den auch rufen. Das zählt ja auch als Monster in diesem Sinne dann. Tja, mach das auch. Erstmal ganz kurz, die verdeckte Karte kotzt mich ein bisschen an, also, mal ganz kurz der Effekt. Andecken hinzufügen. Okay, nichts Besonderes. Zuerst aktivieren wir eine verdeckte Karte, der mystische Weltraum-Taifun. Nummer auf Nummer sicher zu gehen und tschüss. So, sehr schön. Dann rufe ich den plündernden Ketten im Angriffsmodus. Und kann somit, zack, auch diese Karte spielen. Rose, die Kriegerin der Rache. Dann spiele ich die Zauberkarte. Gemeinsam sind wir stark. Und ich auf meiner Rose einen mächtigen Powerschub. Hey, alter Schwede. Stärker als jeder ägyptische Gott. Mann, Mann, Mann. Und nun wird's ganz geil. Rose, Krieger in der Rache.
Greif ihn an und vernichte sein Maschinenwesen Friedensstifter. Zack, und nochmal 300 Punkte weg. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Das habe ich meine... wieso habe ich Verteidigungsmodus geswitcht? Hätte ich direkt angreifen können, das Duell beenden können. Oh, ich bin ja so ein Volldepp. Sorry Leute, war ein bisschen voreilig. Aber egal, das kriegen wir auch so noch hin. Also ganz ehrlich, hätte sowieso keine Chance mehr. Nicht die geringste Chance hat er noch. Bürde des Mächtigen. Ach, muss das sein, ey. Oder Bürde des Mächtigen. Ist klar. Dankeschön. Aktiviert zuerst eine Zauberkarten, nach aktiviert Riesentrune an. Was für ein Trottel ist das denn? Ja, ruf schnell ein Monster, mach schon. Dankeschön. Jetzt, wow, was ist denn das für ein Teil? Das sieht ja mega fett aus. 2600 ist klar. Wow, mein armer Captain. Nein, ich hatte dich so schrecklich lieb. Und trotzdem ist es gleich vorbei, Alter. Ein Alt namens Blister. Kann ich jetzt... Einmal 4, 6, doch. Ach, das wird gehen. Plus den rufen, plus den. Ha, wird sogar funktionieren, Freunde. Okay, wisst ihr was? Hatten wir schon lange nicht mehr. Machen wir es also. Und hiermit kommt der mächtige Sternstaubdrache. Der will ja dummerweise auch ein paar Punkte. Das ist natürlich ein bisschen sehr ärgerlich. Ich muss zuerst die Karte hier loswerden, würde das Mächtigen. Ah. Egal, geht schon. So, majestätischer Drache. Okay, noch Zuflucht der Unterweltler. Und jetzt müsste ich eigentlich gemeinsam stark spielen, wäre auch übelst mächtig. Aber nee, ich will den Sterndrachen sehen. Ich will ihn. Und da kommt auch schon seiner ganzen Schönheit und Pracht. Vielleicht jetzt zum letzten Mal. So, das ist eine spezielle Fähigkeit, nicht wahr? Ganz kurz mal gucken. Ja, Können natürlich seinen Effekt noch irgendwie aktivieren und so, aber nee. Nee, kein Bock mehr darauf. Aktivieren. Lieber mal angeben, meistens sind wir stark. Alter, Stufe 10 Monster wird dermaßen geschwächt, ist das übel. Ich muss direkt ihn noch rufen. Aber egal, geht auch so. Majestätischer Sterndrache, greif an und vernichte sein Monster. Sternblitz. Und schon haben wir gewonnen. Yeah. Also vielleicht nicht gerade die effizienteste Lösung, aber sie war ziemlich elegant. Siehst du, ich bin nicht mehr so gut wie früher. Scheibenkleister, ey. Das ist wirklich drauf, Michael. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. Und das Abroulette. 8 Stück noch, sehr schön. Ich will mal sagen, wir wegen nach rechts ein bisschen, damit wir da zum... Ja, Level zusammen nutzen, gerne. Damit wir das Item noch abholen können. Boah, das wird EP, geil. Mal gucken, da ist Unterdrückung. Was haben wir hier unten noch? Audienz bei Uria. Das spielt Heiligen Ungeheuer. Alter, das ist fett.
Wer spielt die heiligen Ungeheuerkarten? Ah, Leute, wollt schon immer mal die heiligen Ungeheuer gegen die ägyptischen Götter antreten lassen. Das wird doch mal episch. Ich meine, klar, die heiligen Ungeheuer haben keine Chance gegen die ägyptischen Götter, ganz klar. Aber es wäre trotzdem mal ziemlich interessant anzugucken. Und vielleicht haben ja Uriah und so, haben ja hier ein paar Animationseffekte. Könnte durchaus sein. So. Erstmal meinen ersten Zug. Und zwar, gar nicht mal so übel. Ist erstmal ein Monster verdeckt. Dann aktiviere ich noch Wellenlegungskanone. Und setze eine Karte verdeckt. So, dein Zug, Alter. Na, spielst ein paar Fallenkarten für Uriah. Komm schon, zeig's mir, gib's mir, ich will Uriah sehen, den Herrscher der reißenden Flammen. Ein Zug vergangen, sehr schön. Dann spiele ich mal Breaker im Angriffsmodus. Und noch eine Karte verdeckt. Das war's für mich so zum ersten Mal. Also zumindest fürs erste. So. Och nö, nicht der heimliche Vogel. Nicht so ein Schrottteil. Oh, Alter. Ja, ich weiß ja die Karte auch mal. Aber die Karte ist doch total lame. Wenn 1000 Punkte abziehen, ist natürlich weniger schön. Das müssen wir irgendwie verhindern. Und dann sagt wir erstmal einen Effekt vom Breaker. Und vernichte eins der verdeckten Karten. Hoffentlich eine gute Fallenkarte war. Albtraumrad, ach du Scheibenkleister. Das ist eine Marix-Karte. Ich weiß. Ich habe weniger Punkte, das ist mir alles bewusst. Aber dafür habe ich ja Spalten noch auf der Hand. Und Tschüssikowski, den Rapidmatz. Sehr schön, noch 6 Züge warten, Leute. Und das Duell ist uns. Naja, theoretisch. Tesla Kuda spielt so ein Deck. Tja. Zieht eine neue Karte, ist natürlich eigentlich nicht so schlecht. Die sogenannten perfekten Flipper, weil sie wieder neu flippen können. Ja, schon klar. Hier kann ich jetzt Uriah sehen. Ruf mal dein Uriah, Herr der reißenden Flammen. Kann ich aber meine Verteidigung noch ein bisschen weiter ausbauen? Zack. Ja. Jetzt ist mal ein ewiges Warten, Freunde. Uriah, Herr der reißenden Flamme. Ja, mach doch nur. Na, du hast eine dritte Fallenkarte, oder? Kumpel, dritte Fallenkarte. So, da ist ja auch schon, ich bin noch gespannt. Kann er jetzt schon Uriah rufen? Wie geht das? Ich meine, ich habe Uriah, glaube ich, so weit, dass die heiligen Ungeheuer nur im Anime mal gesehen. Ja, und glaube ich auch mal Hamon so mal selber gezockt im Kristallungeheuer-Deck, aber den Rest. Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung, wie die genau gespielt werden müssen. Bei Uriah war es recht so, dass du 3 Fallenkarten und 3 permanent aktivieren musst. Du kannst von der Hand rufen. Oh, schon er macht's bereits. Oder auch nicht. Oder was zum Henker? Ne, ist eine Monsterkarte. Alter, schon kann man so meine Hand durchsuchen. Ist das ein übler Effekt? Auch eine permanente Fallenkarte. Und der heimliche Vogel. Jetzt kommt er schon wieder. Ey, Alter, das sind ein bisschen wenig Karten da auf dem Feld für Uriah. Ist ja schon bewusst, oder? Alter, muss das echt noch angreifen, oder wie?
Man will doch nur Uria sehen, das ist wirklich so viel verlangt. Tja, scheinbar irgendwie schon. Dann wollen wir mal Breaker, weil das ist ein verdecktes Monster ganz rechts außen. Okay, und das heißt was? Ist er bescheuert? Oh. Ja toll, wenn wir jetzt Uria aufrufen, geht er gar nicht mehr. Astralbarriere, Geisterbarriere ist natürlich die perfekte Abwehr. Alter Schwede. Oh, jenes bei Uria. Das ist eher so gemeint, dass Uria gar nicht auf der im Deck hat, sondern mehr die fallen kann dafür halt, weil es alles Permanente sind. Kann wohl raus sein. Haha, ist relativ clever. Aber leider hat er kein Glück. Das Lakuda. Was willst du denn überhaupt? Immer neue Karten ziehen. Ich meine, der greift nie an, wie es seinem schwachen Kanten so weitermacht. Hat er bald verloren. Machst natürlich noch ein paar heimliche Vögel auf dem Feld. Und da kommt auch schon der heimliche Vogel. Kumpel, du hast noch 3 Züge Zeit, ja. Wenn du bis dahin noch nichts gemacht hast, dann bist du down. Das ist schon bewusst, hm? Yep, er ist definitiv bescheuert. Was machst du denn da? Du. Ach, Menoman, du, immer so viel zu einfach. Macht des Spiegels, was eigentlich auch gewesen war. Ja, kann ich später noch machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt Macht des Spiegels einsetzen würde, wäre bereits ein Lakuda weg und ich brauche ja, damit er noch mehr Karten ziehen kann. Ja, natürlich komplett bescheuert. Ach komm, ist was, kein Bock mehr drauf, vor allem, dass man immer so viel Schaden zufügt. Da ist der Uria, der Herr der reißenden Flamme. Ja doch, geil. Na komm, spiel ihn mal. Spiel doch mal Uria. Und er rufen tatsächlich Uria, ja, der reißenden Flamme. Obelisk, wo bist du? Könnte ich jetzt gut gebrauchen. Was? Nein! Verdammt. Obwohl Obelisk hat gar keine Chance, sehe ich gerade. Uria, Herr der reißenden Flammen. Obelisk, wäre langsam mal froh, wenn du da mal kommen würdest. Ich könnte dich gut gebrauchen. Da haben wir Uria, der Herr der reißenden Flamme. Ist das krass. Wenn du verlegst, dann aber scheint nicht eine besondere Fähigkeit, das im Anime zu haben. Sprich, er kann es nicht mehr selber zurückholen. Da im Anime ist so, wenn er zerstört wurde, kannst du ihm nochmal eine Fallenkarte auf dem Friedhof abwerfen und kannst wieder zurückholen. Ich würde so gerne Obelisk einsetzen, er glaubt immer gar nicht. Können wir natürlich mal Spezialbeschwörungen rufen. Was sonst ist ein bisschen doof, da rufe ich. Alter, das ist auch geil gewesen. Majestät hat Sterndrach gegen Uria. Ja, wird sogar funktionieren. Kann Uria einen Effekt klauen, hat er 0 Angriffspunkte. Voll platt machen, ey, alter Schwede. Tja, wieso was war das gerade so ein perfekter Zeitpunkt, um ein Part zu beenden? Das muss ich einfach gerade ausnutzen. Tut mir leid, das ist ein bisschen verfrüht, ich weiß, aber trotzdem. Das muss jetzt mal sein. Wie es weitergeht hier mit Uria, dem Herr der reißenden Flammen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.